Geschichte von den Piraten in Venezia von Linda Weidmann. Kapitel 2. Und das letzte Mal bei Piraten in Venezia? Himmels Willen, das ist ja ein riesiger Pfeifmaster. Yes! Um Himmels Willen! Im Meer schwammen mehrere venezianische Ladungen herum. Was? Plötzlich wie aus dem Nichts ist der Neppel auf Pepe! Pepe war auf dem Platz zusammengebrochen und hatte sein Bewusstsein verloren. Pepe! Pepe, sag doch etwas! Der ist ohnmächtig, Arlecchino. Hör auf, ihn zu schütteln! Neppel auf dem Meer ist ja jetzt nichts Besonderes, oder? Neppel auf dem Meer ist sehr gefährlich. So sieht der auf dem Ausguck kein Felsen mehr und das Schiff geht unter. Aber auf dieser Strecke, wo unsere Schiffe fahren, hat es doch gar keine grossen Felsen. Arlecchino, der Pepe ist keine Puppe. Hör auf damit! Arlecchino hatte dem kleinen Pepe wie einer kleinen Marionette Fäden angebunden und jede der Bewegungen von Pantalone und Signore Diego nachgeäfft. Ich will auch mal. Nein, das ist mein Pepe. Such dir einen eigenen kleinen Zwerg. Geht's noch? Pepe ist ein Mensch und kein Spielzeug. Oh, bringe den Pepe sofort zum Dottore. Ach, nicht mal ein bisschen Spass verstehnt's. Arlecchino! Ja, wir sind ja schon weg. Komm, Raffaele. Arlecchino, wenn wir dann wieder weg sind, kann ich dann auch mal probieren. Raffaele! Ja, Meister, wir sind ja schon weg. Raffaele und Arlecchino fuhren mit Pepe in einer Gondel fort. Nun wandten sich Signore Diego und Pantalone an den jungen Kaufmann O'Sullivan. Danke, dass Sie den Pepe rausgefischt haben. War doch eine Kleinigkeit. So, jetzt zeigen Sie mal her, was für Ware Sie aus dem Meer gefischt haben. So, wenn Sie mir dann bitte folgen würden, lieber Gentlemans. Pantalone und Diego folgten O'Sullivan über die Planke auf das Schiff. Beide trauten dem jungen Kaufmann nicht über den Weg und flüsterten sich gegenseitig was zu. Gentlemans, Manier hat er schon mal. Das ist es ja, was mir so verdächtig vorkommt. Wieso? Ist dir noch nie aufgefallen, dass ich immer sehr nett bin, wenn ich dich probiere, übers Ohr zu hauen? Ja, jetzt was sagst du. Schuft, hast ja mehr als genug Erfahrung in so Sachen. Danke, ich gebe mir Mühe. So, meine lieben Herren, sehen Sie, das alles haben wir im Meer gefunden. Was zum... Unter Deck befanden sich die gesamten venezianischen Ladungen der letzten 6 Monate. Nicht nur Diegos und Pantalones waren gelagert, auch die der anderen Kaufleute befanden sich darunter. Das sind... meine Taler. Oh, Gläser. Und Mini-Glaselefanten und Fenster. Ich sagte doch, wir haben einiges herausgefischt. Alles heil und nicht beschädigt? Wie ist das möglich? Die Sachen sind doch hochempfindlich. Ich war auch völlig überrascht, dass alles so heil und unbeschädigt war. Wie Sie sehen, haben wir die Kisten geöffnet, um zu sehen, was drin ist. Ja, und dann können wir unsere Sachen wieder zurückhaben. Nicht so schnell. Die ganzen Sachen aus dem Meer zu fischen war eine große Arbeit. Ohne einen Finderlohn werden wir wohl die Sachen selbst in Spanien und England verkaufen müssen, um den ganzen Aufwand zu entschädigen. Das kommt nicht in Frage. Dann sind wir uns also einig? Sie können doch nicht einfach unsere Ware verkaufen. Das ist Diebstahl! Ich zahle sicher keinen Finderlohn. Ich mach ich fertig.
Nur ruhig Blut, Diego. Lass mich das machen. Aber meine Herren, lasst uns das wie vernünftige Gentlemans regeln, ja? Da die Ware herrenlos im Meer herumschwamm und ich sie herausgezogen habe, gehört sie nun offiziell mir nach Gesetz. Ich möchte sie aber nicht behalten, ich möchte ja nur einen Finderlohn haben dafür. Wenn ich sie schon zurückgebe, da ist auch nichts dagegen einzuwenden. Oh, so ein Hobbies. Das hat der Signore neben mir Pantalone zeigte vorwurfsvoll auf Diego. auch schon probiert, wo er mutmaßlich mein Schiff versenkt hat, zum Behaupten, er könne meine Ware für sich beanspruchen. Ach ja, die gute alte Zeiten. Ja, auf jeden Fall hat der Doge mir damals recht gegeben und das wird er auch bei Ihnen machen. Nun, aber ich habe ja gar nicht euer Schiff versenkt, sondern wirklich eure Ware aus dem Meer gefischt. Das kann auch dieser kleine Mann, Mr. Wie war der Name noch gleich? Pepe? Ja, genau, Mr. Pepe. Kann Ihnen das sicher bestätigen, den haben wir ja auch herausgezogen. Einige Zeit zuvor klingelte es bei Dottore an der Tür. Ich gehe schon. Nein, Roswitha, warte doch, nicht einfach die Tür Hallo. aufmachen. Oh, Witzbold. Onkel, es ist Witzbold, Raffi und ein Babymann. Roswitha zeigte auf Pepe, der in Arlecchinos Armen lag. Dottore brach in Gelächter aus. Wie bitte, ein Babymann? Das muss ich sehen. Was? Was ist so lustig? Ihr seid ja ein komisches Paar. Und das Kind, das ihr gezeugt habt, ist auch nicht schlecht. Seid ihr jetzt Papa und das ist euer Babymann? Das ist kein Babymann. Das ist der Pepe. Er hat als Kind aufgehört wachsen und blieb für immer ein Zwerg. Das ist nicht lustig. Tut uns leid, Arlecchino, aber dieses Bild ist einfach köstlich. Au. Hört auf damit, der Pepe ist ohnmächtig geworden. Er braucht... Ärztliche Hilfe! Roswitha, du weißt, was zu tun ist. Ja, Onkel, ich weiß. Roswitha stürmte ins Haus und fing an, im Patientenzimmer alles bereit zu machen. Kommt doch herein. Legt ihn bitte hier hin. Arlecchino und Raffaele legten Pepe auf das Bett. Was ist denn genau passiert? Er hat zittert und ist vor lauter Angst zusammengebrochen. Und ohnmächtig wurde. Aha! Ohne Macht, ohne Macht, ohne Kraft. Ohne Kraft bewegen sich Körper gleichmäßig und geradlinig. Und sie bleiben im Gleichgewicht. Wobei man zwischen stabilen und labilen Gleichgewichten unterscheiden muss. Ein Körper in labilen Gleichgewicht hat seinen Schwerpunkt über der Drehachse, relativ zur wirkenden Kraft gesehen, während ein Körper im stabilen Gleichgewicht seinen Schwerpunkt unter seiner Drehachse haben muss. Wobei, das in einen ohnmächtigen Zustandsgleichung lediglich Differentialterme dritter Ordnung bei der Störungsrechnung beigetragen würde, welche mit gutem Gewissen vernachlässigbar sind. Ja, bla bla bla. Roswitha unterbrach Dottore endlich, kam zur Tür herein und hielt eine Zange in der Hand. Du machst das viel zu schwer, Onkel. Das ist ganz einfach zu lösen. Witzbold, zieh deine Socken aus. Was? Du sollst Socken ausziehen. Ende von Kapitel 2. Geschichte von der Piraten in Venezia von Linda Weidmann. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Grazie mille for watching the lesson. Please subscribe.